Ja, Gott ist gut. Gott ist ein guter Gott und er hat so einen guten Plan für uns. Und auch wenn wir heute weitergehen oder zum Schluss kommen in dieser Jesus-Serie, wenn wir vorher schauen, was hat Gott für einen Plan mit den Menschen, mit den Leuten von der Welt, mit der Welt, dann dürfen wir wissen, Gott hat einen guten Plan und er wird alles zu einem guten Ende bringen. Es ist ganz spannend, wenn man vorher schaut, die Menschheitsgeschichte. Ich habe das so versucht einzuzeichnen, mal wie so eine Linie, die auf und ab geht. Oder die Geschichte dieser Welt ist oft auch so eine Linie, die auf und ab geht. Mal kommen gute Zeiten und alle haben das Gefühl, jetzt haben wir Frieden und Sicherheit hier in der Welt. Und manchmal kommen Krisenzeiten und es geht runter und es wird so ein richtig roter Tiefpunkt. Vielleicht haben wir das jetzt auch ein bisschen gespürt, gerade in der Zeit, wo es war, dass es manchmal auch schlecht läuft. Und ganz interessant, Jesus sagt, wenn ihr an die Sachen denkt, die alle kommen in die letzte Zeit, schaut hin. Also einerseits sind aufmerksam, schaut, was passiert und erschreckt nicht. Das hat er auch gesagt. Also man muss keine Angst haben, wir dürfen uns bewusst sein, die Kurve, die geht auf und ab, die wird auch in Zukunft auf und ab gehen. Es gibt gute Zeiten, es gibt Krisenzeiten. Wir wissen es nicht, wir sollen aufmerksam sein und anschauen. Jesus sagt auch, wir sollen mit einem Blick, mit einer Perspektive anschauen, die ihn im Fokus hat, wo Jesus im Fokus hat. Vielleicht habt ihr das auch gemerkt jetzt in den vergangenen Monaten, mit der ganzen Corona-Krise. So schnell verliert man den Blick und den Fokus und konzentriert sich auf das, was schief läuft, auf irgendwelche Sachen und Nachrichten, die man hört und so. Und Jesus lädt uns ein, entspannt sein, anzuschauen, den Blick auf ihn zu haben, aus seiner Perspektive alles anzuschauen und zu wissen, es gibt keinen Grund zum Verschrecken. Und darum freut es mich auch sehr, dass wir miteinander in dieser Jesus-Serie so wie einen Abschluss finden heute. Wir haben zuerst miteinander aufs Kreuz geschaut, was Jesus da hat am Kreuz. Wir haben miteinander darüber geredet, hey, Jesus ist aber nicht am Kreuz geblieben, er ist auferstanden und sendet uns in die Welt. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, Jesus ist jetzt nicht da, er ist in den Himmel gegangen. Auf geheimnisvolle Art und Weise ist er aber trotzdem da. Und jetzt heute zum Abschluss, Jesus wird wieder kommen. Da wollen wir miteinander eintauchen und es ist ein Thema, vielleicht ist das ein Thema, wo du dir noch sehr selten Gedanken gemacht hast dazu und sagst, hey, wieso soll ich mir überhaupt da Gedanken machen? Es ist aber ein sehr spannendes und wichtiges Thema und ich möchte dich einladen, einfach mal anzuhören und mitzugehen und schauen, was Jesus da zu sagen hat, wie er wird wiederkommen. Vielleicht ist das auch ein Thema, wo du dir schon sehr viel Gedanken gemacht hast, wo du dich damit auseinandergesetzt hast. Dann möchte ich dich einladen, einfach das Herz aufzumachen für das, was dir Jesus heute an diesem Punkt auch mitgeben will. Weil Gott ist ein guter Gott und was er zu sagen hat, ist ermutigend und hoffnungsvoll. Vater im Himmel, du bist ein guter Gott und öffne unsere Herzen für das, was du uns heute willst mitgeben. Dass die Hoffnung, die wir haben dürfen, darf wachsen und darf greifbar, darf nahe, darf lebensnah sein. Amen. Wir wollen miteinander in den Text eintauchen, im Thessalonikerbrief. Das ist Thessaloniker, das ist damals eine Gemeinde, eine ganz junge Gemeinde. Und die haben Fragen gehabt über das Thema. Wie wird es denn sein, wenn Jesus wiederkommt? Sie haben sogar ein bisschen Angst gehabt. Weil, so wie wir lesen, können wir so rausspüren, dass sie denken, boah, Jesus kommt jetzt in jedem Moment, wir sind parat. Dann ist aber Jesus nicht gerade jeden Moment gekommen. Und offensichtlich haben ein paar von den Christen von der Gemeinde angefangen zu sterben. Und jetzt haben sie nicht gewusst, Paulus, was ist mit denen los? Jetzt sind die gestorben, jetzt sind die ja gar nicht dabei, wenn Jesus wiederkommt. Haben die jetzt einfach Pech gehabt? Was ist mit diesen armen Leuten? Das ist die erste Frage, die sie an Paulus gestellt haben. Und dann eine zweite Frage, die uns doch auch ganz oft beschäftigt. Ja, und wann ist es denn? Jetzt haben wir gedacht, es passiert bald. Und jetzt ist Jesus immer noch nicht gekommen. Und vielleicht geht es dir heute gleich und du sagst, ja, jetzt warten wir schon 2000 Jahre und Jesus ist immer noch nicht gekommen. Wann ist denn endlich der Zeitpunkt? Das sind die zwei Fragen, die sie an Paulus gestellt haben. Und der Paulus gibt ihnen eine Antwort. Ich lese da aus dem 1. Thessaloniker 4. Ihr könnt gerne mitlesen, da vorne, ab dem Vers 13. Oder wenn du daheim bist, im Livestream kannst du die Bibel führen holen, kurz Pause drücken. Oder wenn du die Bibel dabei hast, schlag mit mir auf. Also, ich lese aus dem 1. Thessaloniker 4, ab Vers 13. Da schreibt der Paulus ihnen zurück auf die erste Frage. Wir wollen euch aber, Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über die, die schlafen. Und da meint es der Paulus nicht die im Bett liegen und schlafen, sondern die gestorben sind. Das Schlafen meint er da. Damit ihr nicht traurig seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben.
Also das Erste ist, der Paulus, wenn er ihnen eine Antwort gibt, spricht er als erstes an, sie sollen nicht traurig sein wie die anderen. Ich glaube, es ist noch wichtig, dass wir wissen an dieser Stelle, der Paulus sagt nicht, wenn jemand stirbt, soll man nicht traurig sein. Sondern er spricht Art und Weise an, wie dass man traurig ist. Weil für uns Menschen auf dieser Welt ist es immer ein Verlust, wenn jemand stirbt. Und da dürfen wir auch eine Trauer haben. Aber er sagt, man muss nicht traurig sein wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. In dieser Art und Weise nicht. Und wenn wir jetzt schauen, was gibt es denn da für Konzepte, die in unserer Gesellschaft herum sind, wird das schnell klar. So viele Menschen versuchen sich zu erklären, was nach dem Tod, was nach dem Sterben passiert, aus menschlicher Perspektive. Man versucht es zu erklären. Es gibt ja da ganz verschiedene Möglichkeiten. Leute, die ich gut kenne, die haben ihr kleines Kind verloren, das Baby noch war, und die sind dann zu so einem Medium gegangen, wo irgendwie mit den Toten Kontakt aufnehmen können. Und die haben die Überzeugung oder die Hoffnung, dass die Seele von dem Baby irgendwo schwirrt und ihre Familie doch so gegenwärtig ist auf eine Art und Weise. Oder ich habe auch mal nachgeschaut, was Atheisten glauben. Die meisten Atheisten, das gibt Unterschiede, aber die meisten, die rechnen damit, dass nach dem Tod einfach Schluss ist. Einfach fertig, nichts und leer. Und es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was Menschen sich ausmalen, was einmal wird sein, was mal kann sein, was nach dem Tod passiert. Und Jesus sagt, hey, das sind alles Erklärungsversuche, die wir Menschen uns machen. Aber ihr Christen, der Paulus sagt, ihr Christen haben eine andere Hoffnung, die nicht darauf basiert, was wir Menschen uns überlegen über etwas, wo wir doch echt gar keine Ahnung haben. Sondern wir haben eine Hoffnung, die darauf basiert, was Jesus wirklich da hat. Was Gott uns sagt, wo genau weiß, was passiert. Und wo wir sogar schon dürfen, wie eine Vorahnung haben. Weil Jesus selber ist ja auch tot gewesen und er ist auferstanden. Und das ist genau das Argument, das der Paulus da reinbringt, wenn er ihnen weiter erzählt. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Also die Hoffnung, die wir haben dürfen, die ist nicht einfach so auf Glück oder auf menschliche Erklärungsversuche oder auf irgendwelche Weisheiten oder so, sondern es beruht auf Fakten. Der Paulus sagt, der Jesus selber, er ist tot und er ist auferstanden. Und es ist ganz spannend, das Neue Testament tut oft schreiben über den Vorgang, dass Jesus der Erstgeborene war, von anderen, die werden nachher kommen. Oder im Kolosser 1,18 wird so beschrieben, dass ja Jesus das Haupt ist von den Christen, von der Gemeinde, von der Kirche. Wenn er auferstanden ist, wird ja der ganze Leib nachher wieder auferstehen. Also mit anderen Worten, der Paulus lädt uns ein, an einer Hoffnung festzuheben, die nicht auf menschlicher Weisheit beruht, sondern die auf einem Modell beruht, auf einem Beispiel, das wir schon haben. Dass wir schon sehen dürfen, hey, Jesus ist ja auferstanden. Dann dürfen wir Hoffnung haben, dass wir auch mal werden auferstehen. Es ist nicht einfach aus der Luft rausgegriffen, sondern es ist eigentlich schon mal passiert. Und wir können uns an dem festheben. Wenn ich über das Thema nachdenke, dann kommt mir oft auch das Buch in den Sinn, wo heißt Der Fall Jesus, oder es gibt auch einen Film. Wenn du das noch nicht kennst, dann geht ein Journalist auf die Suche nach Fakten über die Verstehung von Jesus und geht mit Wissenschaftlern das abchecken und Historikern und allen möglichen Leuten und kommt nachher zum Schluss, dass Jesus, die Verstehung von Jesus echt von der Faktenlage her sehr, sehr gut begründet ist. Also wenn wir Christen Hoffnung haben, dass nach dem Tod nicht fertig ist, sondern dass es eine Auferstehung gibt, dann basiert das nicht auf irgendwelchen Theorien, sondern es basiert auf dem Beispiel, auf dem Typus, dass Jesus selber ja schon auferstanden ist. Vielleicht hast du an dieser Stelle persönliche Zweifel und sagst, hey, irgendwie fällt es mir schwer, das zu glauben. Dann will ich dich ermutigen, es ist nicht ein Glaube auf nichts raus, sondern auf den Typus, wo Jesus uns vorgegeben hat. Und dann heißt es weiter da, denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn. Also offensichtlich hat der Paulus sogar von Jesus das irgendwie erfahren oder hat er sich das erzählt. Dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Also die Sorge der Thessaloniker damals, die ist unbegründet, weil sie verpassen nichts, wenn sie schon gestorben sind. Vielleicht ist das eine Sorge, die wir heutzutage nicht so haben, aber gleich irgendwie mega spannend, wie die Thessaloniker damit rechnen, hey Jesus, er kommt bald wieder. Und wie wird das sein?
Darf ich dort ein Teil davon sein? Und Paulus schreibt dann weiter, er greift den Moment sehr schön auf. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels, das ist der oberste Engel, und die Posaune Gottes erschallen, irgendwie kommt eine Posaune und das ist oft so ein Zeichen, um die Leute zusammensammeln, um etwas Wichtiges zu verkünden, um sie zusammenzuscharen. Also wenn das alles passiert, dann der Herr selbst wird herabkommen vom Himmel und die Toten werden in Christus auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Der Paulus greift da verschiedene Sachen auf und einfach so kurz, um ein bisschen den Überblick zu behalten. Also er sagt, es kommt der Moment, wo die Posaune kommt und wo man das wird merken und Jesus wird wiederkommen. Ein Moment, wo wir uns freuen und darauf anplanen. Und es ist auch noch gut zum Wissen, es heisst, er wird so vom Himmel herabkommen. Manchmal stellt man sich das so vor, oben ist es blau, das ist der Himmel und irgendwie kommt Jesus von dort runter. Aber ich glaube, es ist noch wichtig zum Wissen, dass die Bibel das nicht geografisch meint. Das würde ja auch wie keinen Sinn machen, weil wenn Jesus zum Beispiel bei uns würde von oben kommen, dann wäre es jetzt bei den Neuseeländern wäre es dann von unten würde kommen quasi, oder? Sondern den Himmel müssen wir uns vorstellen mehr wie eine andere Dimension, ein anderer Ort, wo für uns nicht greifbar ist, wo wir nicht hingehen können, wo von uns fern ist. Und wenn da Paulus so schreibt, dann meint er mehr, dass Jesus aus dieser Dimension wird raustreten und in unsere Welt hineinkommen, in unsere Dimensionen, wird sichtbar werden. Es ist ganz spannend, dass oft Wolken so eine Art ein Übergang sind in die himmlische Dimension in der Bibel, schon im Alten Testament und auch im Neuen. Jesus ist in die Wolken entrückt worden. Und jetzt da wird er wieder zu den Wolken dann die Christen zu sich ziehen, also zu dem Übergang zwischen dem Himmel, zwischen der göttlichen Dimension und den Menschen. Und das Zweite dann, er wird Christen auferwecken. Und zwar zuerst die im Grab sind, die schon gestorben sind. So schreibt es Paulus da. Die Bibel schreibt dann auch von einer zweiten Auferweckung, die es wird geben, später dann, vor dem Tag vom jüngsten Gericht, wo alle Menschen werden auferweckt werden. Und dann als drittes, nach der Auferweckung der Christen, sagt der Paulus da, dann werden die Christen, die in der Welt sind, zu Jesus hingeführt. Entrückt ist da das Wort. Das hat man oft so ein bisschen im Kopf drin. Mit dem entrückt. Das sind so 3 Schritte, die der Paulus da aufzeigt. Das wäre jetzt spannend, um da in die Tiefe zu gehen. Das heisst, alle Christen, also die gestorben sind und die Lebenden, werden zu Jesus gehen und mit ihm zusammen dann wieder auf die Welt kommen, um das 1000-jährige Reich aufrichten. Da können wir jetzt die verschiedenen Modelle für die Zukunft, die man in der Bibel entdeckt, entfalten. Und das wäre jetzt ein Thema, das viel weiter würde führen. Ich weiß nicht, vielleicht würde es euch mal interessieren. Eine Predigtserie über die Endzeit, über die letzten Dinge, die kommen oder so. Wäre ich noch interessiert, um ein bisschen zu spüren, vielleicht wäre das mal dran. Es ist auch ganz spannend, wenn man die Bibel studiert und wirklich ernst und persönlich nimmt, dann gibt es trotzdem verschiedene Möglichkeiten, wie das kann zu und her gehen. Aber so die Vorstellung, Jesus wird die Toten auferwecken und Christen von dieser Welt zu sich holen, zu sich entrücken, rausreißen. Das ist so ein plötzlicher Moment beschrieben, das regt auch unsere Fantasie an. Und ich habe kurz die Geschichte mitgebracht von der Valley Demitz, was sie jetzt in diesem Zusammenhang erlebt hat. Vor einiger Zeit habe ich Lebensmittel für eine Freizeit eingekauft. Am Abend fuhren noch eine Mitarbeiterin und ich zum Freizeitheim, das ziemlich abseits in einem großen Gelände liegt. Dort luden wir alle Kisten, Büchsen, Tüten nur aus, um vor Einbruch der Dunkelheit wieder wegfahren zu können. Meine Mitarbeiterin wollte sich schnell noch den schön angelegten Park anschauen, während ich in dieser Zeit einige Sachen in der Küche aufräumte. In einer halben Stunde wollten wir losfahren. Als ich pünktlich zu unserem VW-Bus ging, standen die Türen offen und von der Mitarbeiterin war nichts zu sehen. Ich wartete 10 Minuten und wurde unruhig, suchte den ganzen Park ab, rief ihren Namen, so laut ich konnte. Es kam weder Stimme noch Antwort. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel durchschoss mich der Gedanke, jetzt fand die Entrückung statt und ich war nicht dabei. Nun ist alles sinnlos.
Denn viele der angemeldeten Freizeitteilnehmer werden nicht erscheinen, weil sie wiedergeborene Christen sind. Wie ein Film rollte mein bisheriges Leben vor meinen Augen ab. Habe ich vergeblich gearbeitet und gelebt? Unmöglichkeiten im Blick auf die Zukunft türmten sich vor mir auf. Mir wurde heiß und kalt. In diesem Augenblick tauchte meine Mitarbeiterin auf. Eine Zentnerlast fiel von meinem Herzen. Seitdem warte ich bewusst auf Jesus und freue mich, dass er bald kommt. Danke vielmals. Vielleicht geht es dir manchmal ähnlich, wenn du so denkst an die Entrückung und es kommen dir so ähnliche Ängste auch. Hey, bin ich da mit dabei? Was wird denn sein? Ich persönlich glaube, dass das eine falsche Frage ist, dass man sagt, oh, ich habe Angst, bin ich da mit dabei oder nicht? Weil Jesus sagt, auch die Frage, die wir uns stellen sollen, ist eine andere. Und zwar, gehören wir jetzt schon zu Jesus? Wenn wir zu Jesus gehören, zu seiner Familie, wenn wir das Kind von Gott sind, dann dürfen wir wissen, so wie es im Vers 16 heißt, wir werden in Jesus Christus auferweckt, auferstehen. Und wir werden bei Jesus sein. Dann müssen wir keine Sorgen haben. Und das ist die Frage, wo eigentlich der Paulus auch darauf anzielt. Sind wir schon jetzt mit Jesus oder auch nicht? Das ist eine Frage, die in unserer Gesellschaft oft an den Rand gedrängt wird. Ich muss mich ja nicht kümmern um das, was alles kommt in letzter Zeit, in den letzten Dingen. Und manchmal erstaunt es mich schon ein bisschen. Ich meine, wir schliessen ja Versicherungen ab für alles, sogar für Reiseversicherungen, für unsere Ferien. Aber für unsere Reise nach dem Sterben machen wir uns oft gar keine Gedanken. Wo geht es hin? Wo führt es an? Was kann ich darüber erfahren? Was habe ich dort für eine Absicherung? Und ich will dich einladen und dich ermutigen, dich dieser Frage zu stellen und da tiefer zu graben und hören, was auch Jesus sagt. Und das ist auch die Frage, die der Paulus jetzt darauf anzielt, wenn er die Antwort gibt. Und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. Das ist das grosse Ziel, dass wir bei Jesus sind. Schon jetzt auf dieser Welt, aber dann auch in Zukunft. Und er sagt, das wünsche ich euch. Dass ihr werdet bei Jesus sein, schon jetzt auf dieser Welt und auch in Zukunft. Weil dann, wenn ihr jetzt schon mit Jesus unterwegs sind, werdet ihr auch in Ewigkeit bei Jesus sein. Und er sagt, mit diesen Worten könnt ihr euch trösten, im Vers 8. Also tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Oder ermutigt euch, so könnte es auch heißen. Also das dürfen wir dann sagen, hey, wir werden mal in Ewigkeit bei Jesus sein. Vielleicht ist das jetzt in dem Moment für dich nicht so ein grosser Trost, weil du so mit beiden Beinen im Leben stehst. Aber es wird immer wieder Momente geben, wo wir froh sind, wenn wir wissen, hey, ich habe eine Perspektive in Ewigkeit, wo sich nicht an irgendwelchen Theorien festhebt, sondern an Jesus, der selber auferstanden ist. Ich werde mal in Ewigkeit bei ihm sein und wenn ich stirb, dann wird er mich auferwecken. Und wenn er kommt, dann darf ich zu ihm gebracht werden. Jetzt können wir uns aber fragen, ja, wie ist denn das? Wann ist es endlich so weit? Das ist ja die Frage, die die Thessaloniker auch hatten. Und der Paulus, der lässt sie auch dort nicht im Dunkeln, sondern tut ganz konkret ihnen eine Antwort geben. Wenn wir weiterlesen, von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben wie die Wehen einer schwangeren Frau und sie werden nicht entrinnen. Also mit anderen Worten, Paulus sagt, die Antwort auf eure Frage ist einfach, wir wissen nicht, wann der Moment ist, wann Jesus wiederkommt. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Es ist ganz spannend, dass jetzt besonders in dieser Krisenzeit, für die einen war es mehr Krise, für die anderen weniger, sind die Fragen nach der Endzeit immer wieder mehr auftaucht. Und ich habe gerade in der Zeitschrift, die Woche gekommen ist, im IDEA, hat es ein Interview drin mit dem Gerhard Meyer, wo er genau über die Endzeit ausgefragt wird. Und es hat genau eine Frage, die zu dem Thema passt. Da haben sie ihn gefragt, was sind die größten Irrtümer, denen Christen über die Endzeit anhängen? Und da tut jetzt er, der 82 ist und lange als Theologe unterwegs war, kurz studieren und sagt darauf, soweit ich es sehe, sind es vor allem zwei Irrtümer. Der erste lautet, Jesus kommt gar nicht wieder. Seine Wiederkunft ist nur ein Mythos oder Märchen. Der andere ist, wir könnten das Datum seiner Wiederkunft ausrechnen. Stattdessen sollten wir jeden Tag bereit sein, ihm zu begegnen, und dabei in aller Gelassenheit unsere Aufgaben erfüllen. Und dann fragen sie,
Also selbst manche Christen rechnen nicht ernsthaft damit, dass Jesus sich hier blicken lässt. Und dann sagt er darauf, da haben sie leider recht. Aber wo kämen wir hin, wenn wir uns auf Christen verlassen würden, anstatt auf Jesus? Und das habe ich noch gut gefunden. Wir können uns auf Jesus verlassen. Er wird wieder kommen. Und den Zeitpunkt, den wissen wir nicht. Jetzt können wir uns fragen, okay, jetzt wissen wir den Zeitpunkt nicht. Und es ist da sogar der Slogan im Römischen Reich umgegangen, Friede und Sicherheit. Ich habe immer gedacht, das wäre ein Slogan von unserer heutigen Wohlstandsgesellschaft. Und es ist irgendwie wohltuend, dass schon damals das ein Thema war. Die Leute haben gedacht, jetzt ist Frieden und Sicherheit, alles kommt gut und ich muss mich um nichts mehr sorgen. Und der Paulus sagt, stopp, Jesus kann jeden Moment kommen. Wie ein Dieb in der Nacht. Wir wissen den Zeitpunkt nicht. Der eine Fehler ist, man sagt, okay, Jesus kommt vielleicht gar nie. Der andere Fehler wäre, wenn man sagt, oh, jetzt können wir es aber genau ausrechnen genau und können das Datum sagen. Aber Jesus selber hat schon gesagt, wir Menschen wissen es nicht. Aber dann sagt er ihnen, was auch wichtig ist. Wichtig ist nicht, dass wir ein Datum im Kopf haben, sondern wichtig ist etwas ganz anderes. Und das gibt er ihnen auch weiter. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Also das Bild, wenn ein Dieb kommt, dann kommt er in der Nacht, oder? Und ihr Thessalonicher, ihr glaubt an Jesus, ihr seid im Licht, ihr seid jetzt schon ein Teil vom Königreich von Gott und habt die Perspektive in die Ewigkeit. Darum sind ihr ein Teil vom Licht. Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Es kommt mir so eine Geschichte in den Sinn vom Ehepaar, das geheiratet hat. Die Frau war ein bisschen ängstlich. Und am Abend, wenn es ein Geräusch gegeben hat im Keller unten, hat sie gesagt, liebes Schätzeli, geh bitte schauen, ob ein Räuber dort ist. Und der liebe Ehemann ist aufgestanden und schauen und ist zurückgekommen und hat gesagt, nein, ist alles gut. Und das ist so gegangen, Jahr ein, Jahr aus, Jahr ein, Jahr aus. Nach 30 Jahren immer noch, Schätzchen, ich habe etwas gehört, kannst du schnell schauen, ob ein Räuber da ist? Und dann geht der Ehemann abends in den Keller und dann steht tatsächlich ein Räuber dort. Und der Ehemann, ganz überrascht, sagt dem Räuber, bitte, bleiben Sie da, ich muss Sie unbedingt meiner Frau vorstellen. Wir warten schon seit 30 Jahren auf Sie. So die Haltung von dieser Frau, es könnte jeden Moment so weit sein. Das ist, glaube ich, das, was der Paulus da meint. Nüchtern zu bleiben, wach zu bleiben und jeden Moment damit zu rechnen, dass Jesus könnte wiederkommen. Und das Typische, wo eigentlich die Reaktion ist von uns Menschen, ist, dass wir dieser Botschaft gegenüber einschlafen. Und müde werden. So, es passiert eh nichts, es kommt nicht, ja, Friede und Sicherheit, es gibt vielleicht ja eh gar keinen Gott und so weiter. Und die andere Gefahr ist, dass wir uns so wie betrinken, ablenken, das Leben so mit Sachen auffüllen, dass es gar keinen Raum mehr gibt, um über die Themen nachzudenken. Vielleicht mit der Arbeit, mit der Karriere, mit Sport, mit Beziehungen, dass wir so ein riesiges Familiengeflecht haben. Mit Sex, mit Netflix, mit Gamen, was auch immer, mit Unterhaltung, mit vollgestopften Ferien. Das ist auch ein Grund, wieso dass ich selber zum Beispiel den Alpha-Life-Kurs mega cool finde, weil dort nimmt man sich einfach mal Zeit, in dem vollgestopften Alltag, über die wichtigen Fragen nachdenken. Mit anderen Menschen zusammen. Und wer was denkt, ist jedem selber überlassen. Man hat mal Zeit, um miteinander über so wichtige Sachen nachzudenken. Aber der Paulus sagt, so schnell fangen wir an, uns so wie zu betrinken, abzulenken, zu berauschen, dass wir gar nicht mehr genau anschauen. Und er warnt sie, er sagt ihnen, denn die da schlafen des Nachts und die da betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Also es ist etwas von der Nacht, von der Finsternis. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Also Paulus sagt, hey, das ist nicht etwas, das passiert einfach irgendwelchen Menschen in der Welt oder so, sondern ihr Christen, es ist ein Kampf. So schnell schlaft man ein oder fängt sich an ablenken und berauscht sich. Hey, kämpft den Kampf, zieht den Helm an, zieht den Brustpanzer an. Ich habe versucht, mir mal so ein bisschen überzulegen, wie das konkret könnte aussehen. Und ich habe einfach 2, 3 Beispiele. Glaubenszweifel. Vielleicht kennst du das auch, dass du plötzlich mal anfängst zu zweifeln am Glauben. Und
Wenn ich jetzt schläfrig bin und mich einfach am Schlaf hingebe, dann stirbt der Glauben irgendwann ab. Oder vielleicht auch so eine Gleichgültigkeit. Ja, kommt Jesus überhaupt wieder? Was soll das Ganze? Wo führt das Ganze hin? Wenn man schläfrig ist, kann das in so eine richtige Lethargie führen, in so eine Antriebslosigkeit, dass man gar nichts mehr macht. Oder überhaupt, dass man sich die Frage stellt, was soll schon kommen? Kommt Jesus überhaupt oder hat das vergessen? Keine Ahnung. Wenn man schläft, dann kann das so eine richtige Ziellosigkeit hineinführen. Man weiß nicht mehr, wohin dass man gehen soll. Oder was mir auch in den Sinn kam, ist, als ich mich vorbereitet habe, wie oft wir am Handy hängen und Social Media betreiben. Und ich habe mir überlegt, darf ich das heute sagen, wenn die meisten Jungen im Jungschilager sind. Aber in letzter Zeit beobachte ich immer mehr, wie Senioren am Handy hängen und anderen Leuten, die am gleichen Tisch sitzen, den Rücken zukehren, weil sie mit irgendwelchen Leuten am Umchatten sind. Also so eine Art von Trunkenheit, dass man sich so ablenkt mit all diesen Möglichkeiten, mit diesen digitalen Möglichkeiten, dass man am Schluss, dass es eher in eine Einsamkeit hineinführt. Oder Gamen, wo man sich so tut, mit irgendwelchen Skiwelten zudröhnen, dass man gar keinen Bezug mehr hat zur Realität. Oder jetzt ganz aktuell Ferienzeit. Vielleicht kennen die auch, wenn andere Leute erzählen, was sie für Ferien planen, von der ersten bis zur letzten Minute durchgeplant, ein Highlight nach dem anderen, möglichst weit weg, möglichst verrückt ist. Gut, mit dem weit weg ist es im Moment ein bisschen schwierig, aber dann möglichst von der ersten bis zur letzten Sekunde ein Highlight nach dem anderen planen, weiss auch nicht was, durchstudiert, dass es einfach möglichst vollgestopft ist und dass es so Trunkenheit, so ein bisschen einfach voller Ablenkung ist. Ablenkung, um gar nicht über die wichtigen Sachen nachzudenken. Und das ist ja nicht so, dass irgendwelche bösen Kollegen von uns würden verführen, um uns ablenken, zum Einschlafen oder was auch immer, sondern es ist etwas, wo wir selber in einem Kampf inne sind. Und der Paulus sagt, hey, nimm den Kampf an und leg den Helm an und die Rüstung. Das ist wichtig, wenn wir an die Sachen denken, weil auch da, denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, Vers 9, sondern dazu, die Seligkeit zu besitzen. Als Seligkeit besitzen, Erlangung vom Heil oder Besitz vom Heil wird er oft genannt, oder zur Errettung. Und zwar durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Und da ist jetzt nicht wachen oder schlafen gemeint im Sinn von geistlich schlafen, sondern einfach im Alltag. Wenn man wach ist oder wenn man schläft, wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann leben wir mit ihm jeden Moment, jeder Situation. Und es ist ganz spannend, wieder zielte Paulus auf das an, dass wir mit Jesus verbunden sind. Vielleicht haben das noch eine Erinnerung von vorher, dort hat der Paulus darauf hingezielt, hey, wir wollen mit Jesus verbunden sein, alle Zeit, schon bei der ersten Frage. Und das ist das grosse Ziel von Paulus. Und wenn ich jetzt die Tabelle noch vervollständige, was wäre es denn jetzt da? Glaubenszweifel. Okay, ich lege den Brustpanzer vom Glauben an und komme zu Jesus und sage, Herr, ich glaube, hilf du meinem Unglauben. So wie wir es sehen, wie ein Mann zu Jesus gekommen ist. Oder Gleichgültigkeit. Ich lege jetzt den Brustpanzer von der Liebe an und sage, hey, ich kann doch, statt dass mir alles gleichgültig wird, anderen Menschen dienen. Aus Liebe, weil Gott mich geliebt hat, weil ich die Liebe weitergeben darf. Oder der Helm von der Hoffnung. Was soll schon kommen? Ich habe eine Ziellosigkeit. Nein, ich habe eine Hoffnung. Ich habe eine Hoffnung auf die Ewigkeit. Und mein Ziel ist, dass ich die lebendige Gottesbeziehung jetzt schon lebe. Ich will das nicht einfach alles schleifen lassen, sondern ich will mich näher an Jesus anhängen. Ich habe von Social Media geredet. Liebe vielleicht auch für andere Menschen. Oder die Hoffnung, die ich habe, der Helm von der Hoffnung, dass ich die Hoffnung weitergeben darf. Ich bin gesendet. Ich bin gesendet nicht zu meinem Handy oder Tablet oder was auch immer, sondern zu den anderen Menschen, die mit mir am Tisch hocken. Oder gamen. Lege ich wieder den Brustpanzer von der Liebe an und merke, ich bin zu anderen Mitmenschen geschickt, um ihnen zu dienen, um ihnen gut zu tun, zum anderen begegnen, nicht in der Skiwelt. Das ist ganz spannend. Das ist übrigens wirklich nicht nur ein Thema für Junge. Ich mag mich gut an eine Gebetszeit erinnern, wo ich den Eindruck hatte, ich soll an einem Senior eine Zahl weitergeben. Die hat Gott mir aufs Herz gelegt für ihn. Und ich sage ihm die Zahl. Du, vielleicht kannst du etwas damit anfangen, es ist ein bisschen schief. Und interessanterweise, die Person hat sofort gewusst, um was es geht. Und ein paar Wochen später ist sie zu mir gekommen.
ein Senior war und hat gesagt, er war exzessives Handygame am Spielen die ganze Zeit. Und eigentlich hat er gewusst, Gott will, dass er sich nicht mit dem ablenken und betrinken. Und das ist eine Zahl, die in dem Spiel viel vorkommt. Und in dem Moment hat er gewusst, Gott sagt ihm, hey, stopp, du betrinkst dich da zu fest. Und es war für mich auch noch schön, dass ich gewusst habe, dass die Zahl wirklich angekommen ist und einen Sinn gehabt hat. Es ist nicht nur etwas für Junge mit dem Gamen. Es kann alle Alter ansprechen. Oder Ferien. Statt dass ich meine Ferien durchplane, dass ich möglichst viel abgelenkt bin, kann ich sie auch durchplanen, mir überlegen, wie kann ich Zeit haben mit Gott. Wie kann der Glaube, der Panzer vom Glauben, wie kann der Glaube in meinen Ferien gestärkt werden? Wie kann ich auf der Hängematte liegen und mit Jesus im Gespräch sein? Wie kann ich die Hoffnung nähren? Was kann ich für ein gutes Buch lesen, das den Glauben stärkt und nicht ablenkt, einfach ablenkt? Und der Paulus kommt dann auch zum Schluss und sagt, darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Mit anderen Worten, der Zeitpunkt, wenn Jesus wiederkommt, den wissen wir nicht. Aber sind wachsam, sind nüchtern und kämpfen den Kampf, weil so schnell schlaft man ein. So schnell tut man sich berauschen, ablenken, vollmachen mit irgendwelchen Sachen, damit man gar nicht über die wichtigen Sachen nachdenkt, über die Beziehung mit Gott. Der Paulus sagt, bleibt wach, dass ihr nicht von der Nacht umnebelt werdet. Wenn ich zum Schluss komme, eigentlich zu den Fragen, die die Thessaloniker am Anfang hatten, gibt der Paulus ihnen zwei wichtige Sachen mit. Das erste ist die grosse Hoffnung, der geile Pfeil, den ich hier eingezeichnet habe. Jesus wird wiederkommen. Ich glaube, das ist eine Hoffnung, die so wichtig ist, dass wir uns daran festhalten. Auch wenn manchmal im Moment uns das so weit weg vorkommt, dass man trotzdem sagt, hey, Jesus wird wiederkommen. Weil jeder Mensch wird Situationen im eigenen Leben haben, wo er so froh ist, wenn er die Hoffnung hat. Und ist es am Schluss auf dem Sterbebett. Das ist noch interessant, in dem Interview haben sie ihn auch gefragt, seine Wiederkunft hat Jesus vor knapp 2000 Jahren angekündigt. Hat Jesus Verspätung? Und dann sagt er darauf, Jesus hat sich meines Wissens noch nie verspätet. Weder in meinem eigenen Leben noch bei den Jüngern im Sturm, als sie riefen, Meister, Meister, wir kommen um. Jesus Christus bleibt der souveräne Herr der Zeit. Er ändert Zeit und Stunden nach seiner Vollmacht. Er verkürzt aber die Tage der letzten Trübsal. Jesus hat keine Verspätung. Er weiß, wann der Zeitpunkt ist. Und statt dass wir uns um Termine kümmern, wenn es so weit kommt, sagt der Paulus, das Zweite wichtig ist, dass wir nüchtern sind, dass wir wachsam sind, dass wir Beziehung zu Jesus im Blick behalten, dass wir uns nicht betrinken mit den vielen Ablenkungen von unserer Welt. Dass wir die Hoffnung wach behalten und anlegen wie einen Helm, dass wir den Kampf kämpfen. Und ich will dich ermutigen, wenn du jetzt da bist und merkst, in dem und dem und dem Punkt bin ich eingeschlafen. Oder in dem Punkt tue ich mich ablenken, um die wirklichen Fragen gar nicht zu stellen. Und will ich dich ermutigen, dass du heute im Gebet Jesus die Sachen anlegst und loslässt. Und sagst, stopp. Ich will mich um die wichtigen Sachen kümmern. Ich will das Kind vom Tag sein. Wenn du deine kommenden Ferien so durchgeplant hast, dass es keinen Platz hat für Jesus, dann will ich dich ermutigen, schaff Raum dafür, dass deine Ferien nicht ins Betrinken sind, sondern dass deine Ferien dürfen eine Stärkung sein im Glauben. Endlich mehr Zeit haben mit Jesus. Wenn die Hoffnung dir nichts sagt, dass Jesus wiederkommt und du ein Teil wirst sein, der zu ihm gehen darf, dann will ich dich ermutigen, forsch mehr nach darüber, was die Hoffnung für dich kann bedeuten. Ich möchte gerne beten. Danke, Jesus, dass du wiederkommst. Danke, dass wir die Hoffnung haben dürfen. Und es ist schon 2000 Jahre her, dass du es gesagt hast, aber es kann jeden Moment so weit sein. Und wir freuen uns auf den Moment, weil es gibt nichts Besseres, als bei dir zu sein. Und Jesus, das ist eine Hoffnung, wir wollen dich wirklich wach behalten. Hilf uns dabei. Hilf uns, dass wir nicht schläfrig werden und es einfach wegschieben. Und hilf uns, dass wir uns nicht betrinken, ablenken, sondern dass wir uns Zeit nehmen, um in dieser Beziehung, in dieser Hoffnung mit dir vorwärts zu gehen ins Leben. Dass auch wenn herausfordernde Zeiten kommen, wenn Krisenzeiten kommen, egal ob es aufgeht oder runtergeht mit der Menschheitsgeschichte, dass wir näher mit dir verbunden sein und aus der Hoffnung von dir leben.
Amen.